Also, da, number, lege Samuel, Kungam Sae, some tissue at Chapchito. Und ich möchte euch allen meine besten Wünsche übermitteln und hoffe, dass es euch allen gut geht. Und heute ist der 5. Tag der Winterbelehrungen. Könnt ihr mich gut hören? Da Delia, Kazan, the Ya Keva Jenny Sadi, and Ying Sini in Debatelia. Gestern hatten wir darüber gesprochen, über die chinesische Widerlegung. Es ging darum, die Position zu beschreiben, dass es einen früheren und späteren Vasubandhu gab oder auch was dagegen spricht. Und der Hauptgrund dafür, dass es 2 Vasubandhus gibt, war, dass es da 2 Texte gibt, einmal Abhidharma Kosha und Abhidharma Dipa. Und wenn man diese beiden Texte miteinander vergleicht, das hat der japanische Gelehrte gemacht. Und in diesem Text Abhidharma Dipa, Lampe des Abhidharma, und in der Hauptresidenz von Bhutan Rinpoche in Chalung Kloster in Tibet. Und in diesem Kloster haben sie den Sanskrit-Text von diesem Text Lampe des Abhidharma gefunden. Und da gab es den Pandita Rahula, über den auch Gengen Schöpe sprach. Und als der indische Gelehrte Jaini diesen Text Abhidharma Dipa untersuchte, dann ist das ja nicht ein vollständiges Manuskript, aber da drin gibt es die Diskussion, da gibt es eine Diskussion über den Autor des Abhidharma Kosha. Und da gibt es viele Diskussionen. Da gab es eben diese Widerlegung in Bezug auf den Text Kudyak Shaska, und ich habe das nicht so wirklich gut ausgedrückt damals. Da gibt es für einen Abschnitt, der heißt sehr weitreichender Abschnitt. Und das ist eine Gruppierung von vielen verschiedenen Sutras und Schatz und Werken. Und viele Texte eben aus des Abhidharmas kommen daher aus dieser Tradition. Und daher, wenn es nah an dieser Tradition ist, ist es auch nah am Mahayana. Und der Autor von Lamp des Abhidharma hat das dann auch, also im Abhidharma, in der Lampe des Abhidharma gibt es dann ein Zitat, was aufzeigt, dass der Autor
eine Nähe zu Mahayana hat und sich gut auskennt mit Abhidharma. Normalerweise, was normalerweise die Leute sagen, wenn sie über die zwei Vasubandhus sprechen, dann sagen sie, dass der spätere Vasubandhu, der war der Autor des Abhidharma Kosha und der kannte eben nicht den Mahayana, aber das macht jetzt von dieser Sichtweise, die wir heute gerade genannt hatten, keinen Sinn. Und das ist aus der Sicht eines chinesischen Gelehrten. Und wenn wir den Text, die Lampe des Abhidharma anschauen, der Autor dieses Textes ist nicht wirklich bekannt. Wird nicht im Text erwähnt, aber wahrscheinlich ist der von Kalabhatra, dem Kashmiri-Meister, geschrieben. Kalabhatra oder auch einen seiner Schüler, vielleicht haben die das zusammen verfasst. Und das sind noch so Sachen, die ich noch von gestern sagen wollte. Und gestern sprach ich ja über das Thema Sangha und Vasubandhu und heute möchte ich über die Situation nach Vasubandhu sprechen, also zeitlich nach. Da lobe Tongme Chen Sibe Jelia. Und nach Asanga oder besonders jetzt hier nach Vasubandhu gab es viele Leute, die Kommentare über seine Hauptwerke verfasst haben. Zum Beispiel gibt es viele Kommentare über die 30 Verse und gleichzeitig hatten die Gelehrten dann verschiedene Meinungen darüber und haben auch verschiedene Darlegungen entwickelt und wurden dann auch gegenseitig zu Gegnern sozusagen. Es gab dann verschiedene Sichtweisen und dann gab es dann natürlich auch viele Unterschulen in der Yogacara-Schule. Und innerhalb dieser gab es dann zwei Hauptunterschulen von der Yogacara oder nur Geistschule. Das eine sind die Nicht-Aspektarier und dann die Aspektarier. Das sind die beiden Traditionen innerhalb der nur Geistschule. Die, sagen wir mal, mit Bild oder mit Aspekt und die kein Bild oder Aspekt postulieren. Und der Begriff, den wir normalerweise hier benutzen im Tibetischen, ist oft so, dass es die falschen, die von einem falschen Aspekt ausgehen. Falsch, Aspektarier. Das ist nicht wirklich ein schönes Wort auf Deutsch oder auf Englisch. Ne? Also diese Falschaspektarier sind sozusagen auch die Nicht-Aspektarier. Das ist die eine Unterschule und die andere ist eben die Aspektarier oder die mit von einem Aspekt gehen. Und wenn wir diese Nicht-Aspektarier-Schule anschauen, dann ist das von dem Meister Gunamati gegründet. Der lebte so im 5. Jahrhundert nach Christi und danach war es dann Stiramati, der ein bisschen später lebte. Stiramati war so 470 bis 550 und Gunamati 420 bis 500 nach Christi. Und wie gesagt, die beiden waren also dann die Hauptvertreter der Nicht-Aspektarier oder der oder Falschaspektarier-Schule.
Und dann gab es noch eine andere Tradition, eben der Aspektarier, und die ist von Dignaga oder auch Ashwabhava. Und die sind beide so im 5. Jahrhundert, die das dann weiter tradiert haben zu Dharmapala aus dem 6. Jahrhundert. Und diese Tradition war also, das waren die Aspektarier oder die von einem wahren Aspekt ausgehen. Das war die Unterschule, die heißt wahrer Aspekt oder wahre Aspektarier der Nur-Geist-Schule. Und diese beiden Unterschulen, falscher Aspekt und wirklicher Aspekt. Und wenn wir jetzt die Texte anschauen, die wir heutzutage haben, dann finden wir diese Begriffe zum ersten Mal von Kamalashila oder Shantarakshitas Werken. Das ist sozusagen, wo diese Unterscheidungen auftraten. Das ist, wo die Unterscheidung auftrat zwischen diesen beiden Unterschulen. Und das erste, was wir hier, diesen ersten Text, den wir hier eben angucken können aus diesem Text, ist dieses Kompendium über die Leerheit. Das ist von Shantarakshita. Das ist wirklich so der erste Text, Tattva Samgraha. Das war der erste Text, wo diese beiden Unterschulen erklärt wurden. Und wenn wir die erste anschauen, auf dieser zwei Schulen, das sind die Falschaspektarier. Und das ging ja, wie gesagt, von Gunamati und war dann von Indien nach China gebracht durch den Meister Yi Jing. Und danach gab es dann eben die Schule von Mahayana Samgraha. Und dann die zweite Tradition, also hat mir gesagt, begann mit Dignaga und tradierte sich dann mit Ashwabhava. Dann wurde es tradiert zu Dharmapala. Und das kam dann nach China aufgrund von Xuanzang und wurde da dann tatsächlich zu einer Schule, die genannt wurde, die Schule der Dharma-Charakteristika. Und das waren die wahren Aspektarier. Und das ist so, wie diese beiden Traditionen sozusagen sich verbreiteten. Und ja, und ich wollte natürlich erst mal über die Zeit nach Vasubandhu sprechen. Und deswegen wollte ich einmal die wichtigen Meister benennen erstmal. Also wer waren die beiden bekanntesten Meister? Könnt ihr mich noch gut hören, alle? Gut. Es schien so, als ob irgendwas kurz hängen blieb. Die wichtigsten nur Geistmeister waren Dignaga und Ashwabhava. Und innerhalb dieser war Dignaga, der lebte 400 bis 480. War natürlich ein nur Geistmeister, aber seine Position war ein bisschen anders als die der normalen nur Geistschule.
Normalerweise, wenn was sagt die nur Geistschule lehrt, ist, dass sie das Alaya als die Grundlage benutzt und das betont, wohingegen aber Dignaga nicht wirklich Alaya so betonte oder darüber viel lehrte, sondern worüber er hauptsächlich lehrte, waren die ersten 6 Bewusstseinsarten. Das heißt, er hat die Lorik gelehrt, ne, die Klassifikation oder Typologie des Geistes, die Art und Weise, wie wir Dinge erkennen, nur Erkenntnistheorie, Epistemologie auch. Und da werden dann die Objekte untersucht und das war in seinem Text Alambana Pariksha. Und viele seiner Texte gibt es gar nicht unbedingt in Tibet, sondern eben aber im Chinesischen. Und insbesondere in Bezug auf die buddhistische Logik hatte er einen wirklich starken Einfluss, hat über die 9 Arten der Begründung gesprochen, über die 3 Kriterien, was eine gültige Schlussfolgerung oder einen gültigen Beweis ausmacht. Und das hat er sozusagen übernommen aus der indischen Logik, aber hat das eben so weiterentwickelt, wo er dann wirklich eine Logikmethode oder Logikschule hervorruft und wo das wirklich systematisch gelehrt wurde. Und es gibt dann wichtige Werke von ihm, zum Beispiel Nyayamukha, Einführung in die Logik, oder auch Pramana Samuccaya, Kompendium der Gültigkeit. Und das war dann sehr, sehr, sehr wichtig, diese Entwicklung, und wurde dann weiter fortgeführt durch Dharmakirti, der aber 200 Jahre circa später lebte und dann Dignagas Logik aufgriff, verstand und mehr detailliert erklärte und mehr präzise erklärte, und so verbreitete sich das weiter und weiter. Und daher ist also Dharmakirti ein sehr, sehr, sehr wichtiger Meister, der eben Dignagas Werk weiter fortführte. Und dann gibt es einen weiteren sehr bekannten Meister, wichtigen Meister, der hieß Ashvabhava. Der lebte so ungefähr 450 bis 530. Und sein besonderer Kommentar ist sehr wichtig zu Asangas Mahayana Samgraha. Mahayana Samgraha. Und da gibt es zu diesem wichtigen Werk, gab es ja noch einen anderen Kommentar, nämlich den von Vasubandhu. Und diese beiden Kommentare, Vasubandhus und Ashvabhavas, die sind sehr wichtig, um Mahayana Samgraha gut verstehen zu können. Und aus diesem Grund, weil er dieses wichtige Werk so gut kommentiert hat, ist Ashvabhava, wird er als ein sehr großer Meister angesehen. Und dann gab es natürlich noch viele andere berühmte Meister der nicht-dualen nur Geistschule. Und da gibt es ja, hat mir schon gesagt, 10 Kommentatoren, die über die 30 Verse gelehrt hatten. Und so im Allgemeinen natürlich gibt es ja nicht nur 10 Kommentatoren, zum Beispiel über den Text, die 30 Verse, den wir hier besprechen. Da gab es natürlich noch viel mehr. Es gab zum Beispiel auch einen Kommentar von Vinita Deva, gibt es auch auf Tibetisch, ist aber mehr so ein Unterkommentar zu Steramatis Kommentar. Also es gab nicht nur 10 Kommentare zu den 30 Versen, sondern es gab viel mehr.
Und allgemein sagt man eben, ja, dass es da also hauptsächlich 10 Kommentatoren gibt. Aber im Allgemeinen, nachdem Asanga und Vasubandhu lehrten, haben ja dann die Gnaga und Dharmakirti dann besonders sich auf Logik und Epistemologie gestützt. Und das hat dann eine neue Tradition hervorgerufen von Nurgeist. Und als Xuanzang nach Indien reiste, um dort zu studieren, war Nalanda sozusagen der Hauptkernpunkt oder Hauptkernpunkt für das Studieren der Nurgeistschule. Und zu dieser Zeit, als Xuanzang nach Nalanda reiste, hatte er schon diese 30 Verse gut studiert und hat basierend auf den 10 Kommentaren eben dann diese Tradition weiter fortgeführt. Und aufgrund der Tradition von Xuanzang wissen wir, dass es diese 10 Kommentare gibt. Und der erste Kommentar ist von Dharmapala. Das ist gemäß Xuanzangs Reihenfolge sozusagen, wie auch ein Schüler von Xuanzang das aufgeschrieben hat. Und so war der erste der Dharmapala. Er war der größte Nurgeist-Schulenlehrer nach Vasubandhu. Er lebte im 6. Jahrhundert, 530 bis 561. Und er war der wirklich die Nurgeist-Schule, mit der die wirklichen Aspektarier sind, das hat er so propagiert und war Schüler von Dignaga, wurde in Südindien geboren. Der war sehr, sehr intelligent. Und er war auch wirklich ein großer Gelehrter, was heutzutage sehr schwer zu finden ist in der Welt. Und es wird gesagt, dass er wirklich so der Dean oder Abt von Nalanda war. Und er hatte wirklich große Schüler. Und er, zum Beispiel Shilabhadra, ne? Und die hatten dann auch Diskussionen ja, mit den Sautantrikas, wie zum Beispiel, nicht Sautantrika, mit den Svatantrikas, wie zum Beispiel Baba Viveka. Aber jetzt diese Debatte war nicht so wirklich, war nicht so in Person, sondern über Schriften auch. Und Dharmapalas Sichtweise war dann die Basis eben für diese Schule der Charakteristika des Dharma in China. Das ist also basierend auf Dharmapalas Sichtweise, aber wurde besonders von seinem Schüler Shilabhadra dort weiter verbreitet. Und Xuanzang hat gesagt, dass diese Sichtweise korrekt ist. Und das lässt sich finden in dem Text eben, der heißt, das Werk, was nur Gewahrsein beweist.
Und in dem ist es so, dass Xuanzang Dharmapalas Sichtweise annimmt und als also seine eigene Sichtweise dann annimmt. Und Dharmapala war ja sehr, sehr, sehr intelligent. Und er war ein großer Gelehrter, aber lebte wirklich nicht lange, sondern ist relativ schnell gestorben. War nur 32 Jahre alt, ne, Dharmapala. Der lebte ja von 530 bis 561. Und der nächste Meister ist Gunamati. Und er war Sthiramatis Lehrer, ne? Das hatten wir schon. Und der dritte Kommentator war dann Sthiromati selbst, der Meister Sthiromati. Und er war ein ganz berühmter Meister in der Nicht-Aspektarier-Schule, von der Nur-Geist-Schule, gell? Und er lebte zur Zeit von Dharmapala. Und genauso wie Dharmapala war er auch sehr, sehr, sehr intelligent. Und er war nicht nur ein Experte in der Nur-Geist-Schule oder in der Logik, sondern war auch ein großer Meister im Grundlagenfahrzeug an sich und verfasste einen Kommentar zum Abhidharma Kosha. Und das wurde sogar auch ins Tibetische übersetzt. Und gibt es jetzt auch in diesem Shalom-Kloster. Und davor gab es ja nur in Anführungsstrichen 2 bekannte Kommentare bei Yoshamitra zum Beispiel über das Abhidharma Kosha. Aber später eben wurde dann auch Sthiramatis Kommentar zum Abhidharma Kosha ins Tibetische übersetzt. Wenn wir diesen Kommentar anschauen, sind seine Position oder seine Sichtweise ist sehr ähnlich zu einer alten Übersetzung von Pundabatris Kommentar. Also, ne, Sthiramatis Sichtweise war ähnlich zu diesem vorherigen Kommentar. Und dieser Kommentar zum Abhidharma Kosha von Sthiromati gibt es nicht in Chinesisch, aber nur in Tibetisch. Und Sthiromati hat auch einen Kommentar zu den 30 Versen verfasst, was auch im Tenjo vorhanden ist. Und es gibt dann ja auch noch einen Kommentar von ihm zum Madhyanta Vibhanga, ne, von Maitreya. Das ist auch ein sehr wichtiges Werk. Und er verfasste auch einen Kommentar zum Mahayana Sutra Alamkara. Und das Besondere an seinen Kommentaren war immer, dass er wirklich jedes Wort anschaute und in großem Detail erklärte. Und dadurch dann wird alles sehr einfach zu verstehen. Und das ist wirklich dank seiner großen Intelligenz und seiner Klarheit. Das macht dann halt seine Kommentare so wichtig und tiefgründig und klar. Das ist wirklich das Besondere an Sthiramatis Kommentaren. Und dann gibt es noch den anderen Kommentator, da gibt es noch einen weiteren Kommentator innerhalb dieser 10 Kommentatoren und das war Bandhu Shri. Der war auch ein Zeitgenosse von Vasubandhu, dem früheren, wenn wir von 2 ausgehen. Und er hat eine Zusammenfassung der 30 Verse verfasst.
Aber diese Zusammenfassung gibt es leider nicht mehr. Und der nächste Meister war Nanda. Er war wahrscheinlich der Guru von Jinasena, Gyalwe De. Und Xuanzang hat wahrscheinlich mit ihm studiert. Und der nächste Meister, Shuddhachandra, der war ein Zeitgenosse von Stiramati. Und der nächste Meister war Chitrabhana. Der war auch ein Zeitgenosse von Vasubandhu und sehr gut mit seinen Worten. Und der nächste, Visasamitra, ein Schüler von Dharmapala, und Jinaputra war auch ein Schüler von Dharmapala und Janachandra war auch ein Schüler von Dharmapala. Jetzt haben wir, glaube ich, alle 10 genannt, hoffe ich. Und innerhalb dieser 10 Kommentatoren kann man die aufteilen in die früheren oder späteren. Die früheren Kommentatoren sind diejenigen, die hauptsächlich Asangas und Vasubandhus Worten folgten, wie zum Beispiel Stiramati. Er war ein früherer Meister. Und das ist jetzt nicht unbedingt chronologisch zu verstehen, historisch, sondern es bezieht sich darauf, dass diese Meister eben die Sichtweise von Asanga und Vasubandhu wiederholten. Das waren dann die früheren Kommentatoren und später waren eben die anderen, die ein bisschen was anderes lehrten, Und diese Nur-Geistschule am Anfang war die Schule der falschen Aspektarien. Und das ist eigentlich sehr nah an der Buddha-Natur-Schule. Das sagen wir oft auch im Tibetischen, wie wir es auch die Shentong-Schule nennen im Tibetischen. Eine Buddha-Naturschule und Shentong-Schule, sind das dieselben? Kann man vielleicht nicht kategorisch so sagen, aber Shentong folgt tatsächlich die Belehrungen, die die Buddha-Natur lehren. Und daher sind die Shentong-Schule und die Buddha-Natur-Schule sehr ähnlich. Aber es gibt natürlich auch ein paar Unterschiede. Aber was wir natürlich besonders anschauen müssen hier in diesem Zusammenhang ist folgendes Werk. Uttara Tantra Shastra. Und da gibt es viele Kommentare. Und gibt es viele Kommentare dazu. Und auf Sanskrit heißt der Text auch Ratna Gotra Vibhaga. Und da gibt es wichtige Kommentare. Und einer davon eben von Stiramati verfasst. Und daher ist Stiramati wirklich ein Meister, der unsere Aufmerksamkeit braucht. Ja, und der ursprüngliche Name bedeutet eben, dass im Chinesischen ist, die Familie der Juwelen zu unterscheiden. So ist der chinesische Name für den Text Uttara Tantra Shastra, der Text über die Buddha-Natur von Maitreya. Und da gibt es einen Kommentar. Zu diesem Uttara Tantra Shastra Werk, ein chinesischen Kommentar, und der ist verfasst von Jian Hui. Und das könnte Stiramati selbst sein.
Ne? Da gibt es Jian Hui. Und das sollte man weiter untersuchen, ob das dieselbe Person ist wie Stiramati oder nicht. Wie auch immer, Lotro Tempa wäre die Übersetzung ins Tibetische für beide dieser Namen, Jian Hui und Stiramati. Und die Frage ist eben, ja, sind das dieselbe Person, derselbe Meister oder nicht? Das ist sicher etwas, was sich lohnt zu untersuchen. Und natürlich, ein anderer Punkt ist auch herauszufinden, ob Uttara Tantra Shastra überhaupt von Maitreya verfasst wurde. Wie auch immer, der Meister Stiramati ist eben sehr wichtig. Und er war eben Anhänger der falschen Aspektarier. Ne, das ist ja die frühere Nur-Geist-Schule. Und die spätere Nur-Geist-Schule, die hat sich halt später entwickelt und war auch sehr logikbehaftet. Das war zum Beispiel Dignaga oder Dharmapala. Das waren die späteren Nur-Geist-Meister. Und Dignaga war ja auch Abt von Nalanda und war Zeitgenosse von Stiramati und Baba Viveka. Und wie gesagt, die haben ja miteinander debattiert, nicht in Person, sondern halt über Schriftverkehr, wie Briefe, und haben da auch viel drüber diskutiert, über die Sicht der Leerheit, über Existenz. Und Baba Viveka wollte wirklich in Person die Debatte führen, übrigens nicht mit Dignaga, sondern mit Dharmapala. Ne? Also Dharmapala hat mit Stiramati und Baba Viveka debattiert und Baba Viveka wollte wirklich Dharmapala treffen, aber das Problem war, wie gesagt, dass Dharmapala ja schon mit 32 schon verstarb und daher war es nicht möglich, diese Debatte dann durchzuführen, obwohl Baba Viveka das eben sehr gerne wollte. Das sagen so die chinesischen Quellen hier. Aber in der tibetischen Sichtweise ist es so, dass im Tibetischen wird gesagt, dass Dharmapala sich irgendwann in den Wälder zurückzog und später dann der große Mahasiddha Virupa wurde. Und damit war ein großer Mahasiddha der Lamdre-Tradition in der Sakya-Linie. Ne? Pfad und Resultat. Und wir finden das in Taranatas Geschichte. Ja, der Taranatta hat doch ein großes Geschichtsbuch verfasst und da schreibt Taranatta aber, dass dem nicht so ist, dass Virupa nicht Dharmapala war. Sondern Virupa war eher ein späterer Dharmapala, aber nicht dieser Dharmapala, über den wir die ganze Zeit gesprochen hatten, der nur 32 Jahre alt wurde. Ne, also ein anderer Dharmapala ist ein anderer Name für Virupa. Und danach, nach Dharmapalas Zeit, da war sein Schüler Shilabhadra und der wurde dann Nalanda Abt und hat dann auch eben diese Schule des Dharma der Charakteristika gegründet. Und Xuanzang, dieser Reisende, hat er in seinen Reisebüchern darüber geschrieben, dass er ihn als Lehrer annahm, als er in Indien war. Und Xuanzang studierte auch mit Jinasena und reiste auch bis nach Sri Lanka, um seine ganzen Zweifel zu klären, die er hatte in Bezug auf den Text Yogacara Bhumis. Wie auch immer, da gab es damals eben Probleme in Sri Lanka und dann deswegen konnte er dann nicht wirklich seine Reise vollziehen, sondern ist nur bis nach Südindien gekommen. Und wie auch immer, die Nur-Geist-Tradition begann dann abzunehmen.
dann nach der Zeit von Chandragomi, der ein Schüler von Stiramati war und auch viele große Werke verfasst hat, Chandragomi. Aber nach ihm nahm dann eben die Nur-Geist-Sichtweise ab in Indien. Das war nur ein kurzer Überblick, wie es in Indien war. Leider haben wir nicht die Zeit, das so im Detail zu besprechen. Aber vielleicht in Zukunft. Dachte ich, oh ja, vielleicht könnte ich mal da ein Buch drüber schreiben, über die Geschichte von Yogacara, Sichtweise, wie sie in Indien sich verbreitet. Aber das Problem ist, wir sind alle immer so beschäftigt und haben keine Chance, sich zu entspannen, weil wir immer so viele andere Sachen machen. Und da kommen wir dann auch nicht dazu, die wichtigen Dinge zu machen. Und in so einer Situation ist es bei mir eben auch so, dass ich weder Zeit habe, Dharma zu praktizieren, Dharma zu studieren oder Dharma zu verfassen. Und das passiert dann leider oft so. Und es wird auch oft so gelehrt. Und ja, dass diese Abwesenheit dann der Freiheit mich so befallen hat, sozusagen. Und deswegen kann ich die Sachen nicht machen, die ich machen möchte. Und das war, wie gesagt, ein kurzer Überblick über die Nur-Geist-Philosophie in Indien. Und wenn wir später dann über die Geschichte der Yogacara-Schule sprechen, da gibt es dann viele Dinge, die nicht klar sind. Und viele Gelehrte haben da widersprüchliche, ja, haben verschiedene Sichtweisen und die sich widersprechen. Und der Punkt, ja, aber es gibt auch ein paar Punkte, die allgemein akzeptiert werden. Insbesondere zum Beispiel, was allgemein akzeptiert ist, ist, dass die Yogacara-Schule äh, eben oder die Sichtweise der Yogacara-Schule, dass alles nur Geist ist. Diese Philosophie wurde systematisch gelehrt, zum ersten Mal in Mahayana Samgraha von Asanga. Und Asanga hat dann auch später noch mehr über die drei Naturen gesprochen. Hm, nee, nicht später, hat in diesem Werk eben wirklich die Grundlagen alle zusammengebracht, die wichtig sind. Ne? Diese drei Naturen, ne? Oder die drei Charakteristika oder die drei Wesen. Und auch über Alaya hat er gesprochen und auch über die Grundlagen der Mahayana-Praxis. Und Asanga hat eben gesehen, dass diese drei Punkte das Wichtigste sind und hat deswegen so das Werk Mahayana Samgraya verfasst. Deswegen hat Asanga dann wirklich die Grundlage für die Yogacara-Sichtweise oder Philosophie entwickelt. Und nach ihm gab es dann Vasubandhu, der Asangas Überlieferungslinie weiterführte und seine Gedanken weiterentwickelte und dann auch sozusagen das noch verbesserte in der Art und Weise, wie er den Geist beschrieb. Und auf die Art und Weise hat sich dann die Nur-Geist-Schule entwickelt und verbreitet. Das war also dank Vasubandhu. Asanga hat sozusagen die Grundlage gelehrt und Vasubandhu hat das dann weiterentwickelt. Und deswegen wird Vasubandhu wirklich auch hoch geschätzt. Und war eben wirklich eine zentrale Figur für die Entwicklung der Nur-Geist-Schule. Wenn wir zum Beispiel seine Werke 20 Verse oder 30 Verse anschauen, ist es ganz klar und deutlich, dass er wirklich sehr, sehr betont, dass alles nur Geist ist, dass die Phänomene alles nur Geist sind. Und danach, nach ihm, wurde dann seine Darlegung über den Geist wurde dann noch verfeinert, wo dann die Lorik und Tarik und so weiter gelehrt wurde. Ne? Also die Klassifikation des Geistes, Klassifikation der Beweisführung und so weiter, wo über die guttige Erkenntnis gesprochen wird und über Logik. Und das hat sich dann weit verbreitet. Und das wurde dann quasi diese
die epistemologische Schule wurde dann eine eigene, eigenständige Schule, ne, der Logiker. Das hat sich dann nach Vasubandhu später entwickelt. Und da gab es dann Meister, die sich nur dieser Logik oder Schule verschrieben, ne, wo es um Erkenntnistheorie, Epistemologie und so weiter geht. Und wenn wir das traditionell anschauen, wird gesagt, dass Asanga in den Tushita-Himmel ging, um die nur Geistbelehrung von Buddha Maitreya zu erhalten. Und wenn wir das anschauen, diese Geschichte, dann, wenn Leute sich das angucken, diese Geschichte hören, dann gehen sie davon aus, oh, da muss es eine Person Maitreya geben. Und dass er wirklich lebte. Und Beweis für diese Sichtweise ist, dass es zum Beispiel Zitate gibt, dass es Zitate von Madhyanta Vibhanga gibt in Asangas Mahayana Samgraha. Das bedeutet, dass Madhyanta Vibhanga, also zeitlich vor Asanga, gelehrt wurden oder geschrieben wurden. Und das ist natürlich nur möglich, wenn es dann da auch einen Autor gibt für so einen Text. Da muss es also einen Autoren geben. Und wir alle sagen, dass der Autor Maitreya war. Und der Grund, warum wir das... Ja, aber es ist nicht klar, ob es wirklich eine historische Person war, die das verfasst hat, oder wer da wirklich der Autor war. Aber das Einzige, was wir sicher sagen können, dass die Yogacara-Texte von Maitreya zeitlich vor Asanga gelehrt wurden oder geschrieben wurden. Und deswegen, und wenn wir die Inhalte dieser Texte anschauen, ist es ganz klar, dass das Yogacara oder nur Geisttexte sind. Das wäre die eine Möglichkeit, dass Maitreya also diese Dinge verfasst hat, zeitlich vor Asanga. Aber wie gesagt, wir wissen nicht, ob es da wirklich diese Person Maitreya gab oder nicht. Und da könnte gut sein, dass Maitreya vielleicht ein echter Mensch war, eine menschliche Person war, historisch. Eine andere Möglichkeit wäre auch, dass vielleicht Asanga all diese Werke verfasst hat. Zum Beispiel Yogacara Bhumi, andere Werke von Maitreya. Werke, auch die wir normalerweise Maitreya zuschreiben, waren vielleicht alle von Asanga verfasst, als er jünger war halt. Ne? Ne, also es gibt halt wirklich Gelehrte, die sagen, nee, Maitreya war eine Person und die lebte vor Asanga. Also überlappend vielleicht auch mit Asanga, aber Asanga hat sich auf seine Werke gestützt. Oder andere sagen, dass alle Werke, die wir sagen, seien von Maitreya, dass die eigentlich tatsächlich von Asanga verfasst wurden. Aber es ist ein bisschen kühn zu sagen, dass die Yogacara-Schule sich direkt plötzlich dann entwickelte, als Asanga das lehrte. Das ist ein bisschen gewagt vielleicht anzunehmen. Deswegen geht man davon aus, dass da jemand davor war, wie Maitreya zum Beispiel. Oder dass es eben die Yogacara-Schule schon gab, zeitlich vor Asanga. Das können wir eigentlich schlussfolgern. Und es gab viele Yogis und Praktizierende auch vor Asanga. Und die lebten schon vor Asanga und da gab es eine lange Periode natürlich von solchen Meistern und deren Ursprung
Und der Ursprung war natürlich die Savastivada-Schule in Nordindien und da insbesondere diejenigen, die praktizieren. Das waren die, die besonders praktizieren. Und später dann war es so, dass Nagarjunas Sichtweise auf die Leerheit dann eben einen großen Stellenwert annahm und dass das dann so Hauptsichtweise des Mahayana wurde. Also die hatten sozusagen die Yoga-Praxis und haben dazu dann die anderen Mahayana-Praktiken zusammengebracht und das wurde dann zu dem Text Bodhisattva-Bhumis. Ist also ein Mahayana-Dharma, ja, wo wirklich die älteren Texte, Praktiken dann weiterentwickelt wurden. Und ebenso war das ja auch so, dass die früheren Praktiken auch so zusammen gesammelt wurden und zu einem Text Shravaka Bhumis. Und diese Präsentationen, die da erscheinen in dem Text Shravaka Bhumis, das waren so die Essenzen des Kapitels, das da heißt Kapitel, das das Yoga erklären, was wir im Samdini Mochana Sutra finden. Und Samdini Mochana ist wirklich ein so wichtiger Text. Der erste Text ist, der die Mahayana Yogis beschreibt, deren Einsicht und Erfahrung von nur Geist. Also es ist wirklich die Einsicht dieser Mahayana Yogis in Bezug auf nur Geist oder nur Gewahrsein wird da besonders gut beschrieben. Wenn wir das so auf die verschiedenen Arten und Weisen anschauen, können wir den Ursprung von Mahayana und so weiter gut verstehen. Und wie ich schon sagte, so wie Bodhisattva Bhumi als Mahayana Dharma verfasst wurde, ist dieser Text also eine Zusammenstellung der Mahayana-Praktiken. Und auf gleiche Art und Weise es ist so, dass Mahayana Sutra Alamkara eben kontinuierlich auch selbe Position oder Sichtweise aufrechterhält, Mahayana Sutra Alamkara. Und das das hat sich dann weiterentwickelt sozusagen in Form dann von Asangas Mahayana Samgraha. Und genauso wie das hatte ich auch schon am anderen Tag gesagt, war der Ursprungskorpus sozusagen der Yogacara-Schule war die Savastivada-Schule, wo dann die Madhyamika-Sichtweise der Leerheit hinzugefügt wurde, zusammen mit den Sichtweisen oder Denkweisen des grundlegenden Fahrzeuges. So wurde das zusammengebracht. Und auf diese Art und Weise hat dann die Yogacara-Schule eben die Bedeutung all dieser drei Fahrzeuge des Buddhismus so zusammengebracht. Und das können wir einmal im Yogacara-Bhumi-Text eben verstehen. Das ist einmal die Shravaka-Bhumis und die Bodhisattva-Bhumis beinhaltet. Ne? Einmal die ganzen Praktiken, Details, Methoden der Shravakas und dann eben all die Methoden und Praktiken der Bodhisattvas. Und so können wir sehen, dass der Text Yogacara Bhumis eben all dies beinhaltet. Und Yogacara Bhumi dann wirklich alles so beinhaltet aus diesen verschiedenen Fahrzeugen. Dann machen wir jetzt 30 Minuten Pause. Könnt ihr mich alle verstehen? Dann bitte Hände hoch.
Also da, Xiamlia. Xiamlia, Karşıya Slavimina. Terigi Sim Karsadi. Und als nächstes möchte ich über Folgendes reden. Wie die nur Geistgedanken oder Sichtweise sich in China ausbreiteten. Wir haben bis dato gesprochen, wie sich in Indien ausgebreitet hat, und jetzt sprechen wir darüber, wie es sich in China ausgebreitet hat. In den vergangenen Tagen habe ich ja eine japanische Gelehrte beim Namen genannt, die nur Geist untersucht haben. Also scheint es da einige nur Geistexperten in Japan zu geben. Und wenn dem der Fall ist, wie kam es dazu, dass diese Nur-Geist-Schule sich in Japan verbreitete? Ist sie direkt von Indien nach Japan gekommen? Fragezeichen. Antwort: Nein. Die japanische Nur-Geist-Tradition wird genannt Hososhu. Hososhu. Oder in Chinesisch Fa Sha Zang. Und das ist halt die Dharma-Schule der Charakteristika oder Schule der Dharma-Charakteristika. Und die japanische Nur-Geist-Tradition kam ja nach Japan über China. Daher müssen wir zuerst verstehen, wie nur Geist sich entwickelt hat in China und wie sie es dort entwickelt hat und wie es dort verbreitet wurde. Und nur dann können wir verstehen, wie es nach Japan kam, die Nur-Geist-Schule. Und deswegen werden wir das so mal kurz zusammengefasst, nicht vollständig, aber so ein bisschen kennenlernen. Und morgen werden wir da auch noch mehr drüber sprechen. Und ich sollte vielleicht dann auch noch drüber sprechen, ja, wie sich das wirklich in Japan oder im heutigen Korea ausbreitete. Hieß früher natürlich anders, hieß früher Shinyo. Oder es gab einen anderen Namen damals. Shinglo hieß es früher. Und das ist so das Erklärung dann und Berichte darüber, wie das sich damals in dem heutigen Korea verbreitete. Und auch möchte ich darüber sprechen, wie Yogacara sich in Tibet verbreitet. Und wenn wir gucken, wie es sich verbreitet, wie es sich in China verbreitet, da gibt es eben 3 Traditionen. Einmal die Tradition der 10 Ebenen, des Kompendiums und der Dharma-Charakteristika. Und da werden wir jetzt diese einzelnen 3 Positionen oder Sichtweisen oder Traditionen kennenlernen, wie Geistschule sich in China verbreitete. Und dafür müssen wir erstmal wissen, wie sich diese Texte dann in China verbreitet haben. Das ist der erste wichtige Punkt. Und
Und es war so im 5. Jahrhundert, wo Buddha Naturschule oder nur Geistschule dann nach China kam. Und da gab es Samaraksha, der lebte von 385 bis 433 und der übersetzte Bodhisattva Bhumi und auch Gunavarman also übersetzte Bodhisattva Bhumi. Und vielleicht über die indischen Meister wissen wir immer nicht so viel. Die waren ja jetzt nicht so die allerbesten in der Geschichte, aber die chinesischen aber im Chinesischen wurde eben alles sehr datenmäßig aufgeführt. Und da wurde es wirklich so ganz fast auf den Tag genau alles dokumentiert. Und so wurde eben gesagt, eben, dass Bodhisattva Bhumi eben von Dhamaraksha übersetzt wurde und dann eben auch von Gunavarman. Und es gab noch einen weiteren Meister, Gunabhadra, der hat eben die ersten nur Geisttexte übersetzt ins Chinesische und der lebte 394 bis 460 und hat das Srimala Sutra, das Löwengebrülls, übersetzt oder Avalankara Sutra oder das Sutra des Stroms der Befreiung. Das heißt, in diesem 4. und 5. Jahrhundert wurden viele solche Texte verfasst oder übersetzt und verbreitet. Und so kamen sie nach China. Und während der nördlichen und südlichen Dynastie in China, wenn wir jetzt über die Tradition der 10 Ebenen sprechen, ne? Wir hatten ja vorher die verschiedenen Traditionen kennengelernt und das war die erste Ebene. Da gab es den Herrscher Wei Changma. Und der bestieg den Thron im Jahre 508. Und zu der Zeit war es Buddhi Ruchi Ratnamati und Buddha Shanti, die von Indien nach China kamen. Und zu dieser Zeit gab es dann den Herrscher Wu, und der hat gebeten, dass Vasubandhus Kommentar zu dem Dashabhumika Sutra übersetzt werden soll und auch, dass das Uttaratantra Shastra übersetzt werden soll und auch das Mahayana Samgraha. Das hat dieser Herrscher Wu damals geordert. Einen Moment bitte. Deine Heiligkeit muss da was verändern in der Technik. Ja. Die hatten, ja, also dadurch wurden dann Mahayana Samgraha und Uttaratantra Shastra wurden übersetzt. Und das war sozusagen der Anfang, wie Asangas und Vasubandhus Werke nach China kamen.
Und wie gesagt, es gab den Meister Budirucci. Oh, Entschuldigung, Fehler. Und genauso wie Gunnar Batra hat Budirucci auch neue Übersetzungen gemacht des Lankavatara Sutras oder Sutra der tiefgründigen Befreiung. Und also Budirucci hat dann neue Übersetzungen gemacht. Und so gab es auf jeden Fall wenigstens 2 Übersetzungen dieser Kommentare von Vasubandhus Kommentar und zum Dashabhumika Sutra. Und besonders Budiruccis Kommentar wurde sehr bekannt. Und daher war auch die spätere Übersetzung von, später gab es noch eine Übersetzung von Ratnamati, aber die gab es nicht mehr. Der Kommentar über die 10 Ebenen ist quasi ein Kommentar über dieses Sutra. Aber im Besonderen wird da auch drüber gesprochen, über Alaya. Und da gab es in Nordchina eben viel, der nordchinesischen buddhistischen Kreise gab es eben, wurde da viel untersucht in Bezug auf diese Texte und auch viel studiert. Und auf die Art und Weise wurde das zu einer Tradition, die eben in Einklang mit diesem Dashabhumika Sutra war. Und daher heißt diese Tradition die Tradition der 10 Ebenen oder 10 Bhumis. Und warum hat sich das so weit verbreitet, diese Themen und Inhalte? Das war, weil es da diesen modernen japanischen Gelehrten gab, Ocho Enichi. Und der hat 3 Begründungen gegeben, warum dem so war. Die 3 Gründe waren erstens, dass dieser Text eben ein Praxispfad zur Erleuchtung ist. Das ist einfach ein Praxispfad. Und da es damals die nördliche chinesische Sitte war, der Buddhisten dort zu praktizieren, das war deren Neigung und deren Hauptschwerpunkt. Meditation und so weiter. Und das wurde da eben gelehrt. So, also diese praxisnahe Textinhalte passte dann eben da gut hinein in die Kultur der Praxis. Und der zweite Grund war, dass es halt ein Kommentar in Bezug auf Buddhas Worte waren. Das ist also nicht irgendwelche Worte von irgendwelchen Leuten, irgendwelche Meinungen oder Schlussfolgerungen, sondern es sind wirklich Erklärungen über die Worte von Buddha. Das war der zweite Grund, warum sich das so sehr verbreitete. Der dritte Punkt ist, dass diese Kommentare sich ja verbreiteten in der Nur-Geist-Schule, die jetzt gerade neu nach China ankam. Und diese Nur-Geist-Schule wurde da halt dann vorgestellt. Und all die Kernpunkte der buddhistischen Sichtweise wurden dann systematisch und schön geordnet erklärt. Und das war sehr attraktiv für die Leute. Und aufgrund dessen haben die Leute dann eben damals großes Interesse gehabt an diesen Kommentaren und diesen Studien. Und später gab es noch zwei Unterströmungen sozusagen innerhalb dieser Tradition der 10 Ebenen. Da gibt es 2 Untertraditionen noch.
Da gab es einmal die Tradition von dem Meister Dao Chong und der hatte die nördliche Art und Weise gelehrt, das ist die Bei Dao. Und dann gab es noch den Meister Hui Guang und der hat die südliche Tradition gelehrt, Nandao. Und wenn wir so über die Positionen sprechen, dann wird es so gesagt, dass in der nördlichen Tradition wird gelehrt, dass eben das Alaya oder das Alaya-Bewusstsein eben befleckt ist und von Natur aus entsteht und geht, wohingegen Nandao, die südliche Schule, hat gesagt, dass Alaya makellos ist, reine Weisheit von Natur aus. Und ebenso sagte dann die nördliche Schule, dass alle Phänomene aus dem Alaya hervorgehen oder unterstützt sind von dem Alaya. Und die südliche Schule hat gesagt, dass alle Phänomene aus seiner Dharma-Natur oder Leerheit kommen und unterstützt von der Soheit. Und da gibt es eben diese beiden verschiedenen Positionen und Annahmen. Und da gab es dann eine große Debatte sozusagen und Diskussion. Und das hilft natürlich aber auch, dass diese Reibung hilft dann, Fehlkonzepte oder Missverständnisse zu eliminieren und die Dinge klarer zu sehen. Zum Beispiel heutzutage die Wissenschaftler, die machen das ja hauptsächlich so, dass sie die Schlussfolgerungen früherer Wissenschaftler oder Forscher untersuchen und dann gucken, macht das wirklich Sinn? Und in Tibet war es ja früher auch so, dass die verschiedenen Schulen sich gegenseitig widerlegten und das hat ja auch geholfen, die Sichtweise zu entwickeln. Und ja, und das ist vielleicht manchmal war es vielleicht so, dass dann vielleicht so bösartige Worte benutzt wurden oder die sahen so aus wie bösartige Worte, wie die eigene Schule dann vielleicht widerlegt wurde durch die anderen. Und da fühlten sich dann manche vielleicht angegriffen und dachten, oh, warum sind sie so fies? Und das konnte dann natürlich dazu führen, dass dann so Disharmonie sich entwickelte, weil das so missverstanden wurde. Und daher, und das kann natürlich dann, ist ja nicht so hilfreich, ne? Wenn man bösartige Worte nimmt oder wenn diese Dinge so auf eine bösartige Weise verstanden werden. Daher ist es besser für die Entwicklung der eigenen Sichtweise oder für das Entwickeln unserer philosophischen Position, ist es viel hilfreicher, Debatten zu führen, die auf Logik basieren. Und dann kann man nicht mehr sagen, oh, die andere Person ist einfach komplett schlecht. Alles, was sie sagt, ist verwirrt und falsch. Das wäre eine falsche Art der Reibung sozusagen. Aber wenn man sich über Debatte mit Logik reibt, dann macht es Sinn. Und in der Welt, ganz gleich. Und auf der Welt ist natürlich schwer, jemanden zu finden, der überhaupt keine Fehler hat und alle Qualitäten entwickelt hat. Natürlich, über den Buddha sagen wir das, Sangye, jemand, der alle Qualitäten entwickelt hat und alle Verblendung beseitigt hat. Aber das ist natürlich schwer, so jemand zu finden. Und und normalerweise, ja, also die Menschen haben natürlich noch Befleckungen und Fehler und so weiter. Und dann einfach immer nur diese Fehler dann rauszusuchen bei anderen, wird nicht wirklich nutzen. Sondern daher ist Debatte eben sehr wichtig, basierend auf Logik. Wenn wir allgemein darüber sprechen, wenn wir wirklich mit Logik wirklich debattieren und diskutieren, das ist dann wirklich, wirklich hilfreich, unsere eigene Philosophie und Sichtweise zu entwickeln. Das ist wichtig, das zu berücksichtigen.
남샤 망부지 지가쇼다 남샤 망부지 스타트 남바세나 Es gab ja Je Tsongkhapa, der ja viele neue Präsentationen entwickelt hat über Madhyamika und hatte ja andere verschiedene Sichtweisen als andere Madhyamika-Meister. Und es war dann so, dass andere Meister dann Tsongkhapas Sichtweise widerlegt haben und Tsongkhapas Schüler haben dann das wiederum widerlegt. Und auf die Art und Weise war das eben sehr nützlich. So haben all diese Widerlegungen der anderen Schule waren eine große Hilfe für die Schüler von Tsongkhapa und deren Sichtweise. Und es war sicher auch hilfreich für die anderen Schulen. Also man ist gegenseitig, hat sozusagen die eigene Sichtweise dann verbessert oder verfeinert. Daher ist so eine logische Debatte sehr hilfreich. Also wenn wir darüber sprechen, wie nur geistig die Schule in China verbreitet hat, da ist es natürlich wichtig zu wissen, wie war damals die Gesellschaft, wie war damals die Religion. Und wir wissen ja, haben wir vorher gesagt, dass die südliche Tradition unter dem Meister Huaigang stand. Und wenn wir den Namen übersetzen, ist das Sherab Öser, das ist so Pratschner Licht. Und er war wirklich so das Kronjuwel aller Gelehrten zu seiner Zeit. Und die Regierung hatte ihn autorisiert und hatte einen hohen Stand in der Sangha, hatte eine große Verantwortung. Und ja, normalerweise ist es immer so, Politiker oder religiöse Menschen haben eine große Macht. Und das war damals auch so. Und Huaigang studierte dann Vinaya, insbesondere von Buddha Shanti, und wurde daher ein großer sogenannter Guangtong-Halter des Vinaya. Und so hat er dann diese Shifen Lüzong Schule, das ist eine Vinaya-Übertragungslinie, gegründet. Und er hatte auch die Bedeutung von verschiedenen Sutras studiert, wie zum Beispiel Abhidhamsaka Sutra, Mahaparinirvana Sutra, Amalakirti, die Belehrungen, die 10 Ebenen oder die Bodhisattva Bhumis. Und da hat er wirklich viel studiert von sogenannten 10 großen Gelehrten, zum Beispiel auch Fa Shang, Zheng Fan und Dao Ping. Und daher, kurz gesagt, gab es in dieser südlichen Schule viele, viele Gelehrte. Und das war eben, die hatten wirklich eine wichtige, machtvolle Position, sowohl religiös als auch politisch in der Wei- und Qi-Dynastie. Und wenn wir aber die nördliche Tradition, Wei Dao, anschauen, da gab es ja den Meister Zheng Xu, Fa Qi, Dan Li. Diese 3 Meister gab es. Das waren große Gelehrte in dieser Tradition. Und innerhalb dieser gab es ja den Gründer der nördlichen Tradition. Der Vorvater, das war Dao Zhong. Und der studierte über 3 Jahre den Kommentar zu dem Dashabhumika Sutra. Und er hat dann vielen Wesen gelehrt und hat wirklich einige tausende Schüler gehabt. Nicht mehrere tausend, sondern 1000 Leute hat er gelehrt. Aber nicht viel später war es so, dass die Beidao, die nördliche Tradition, abnahm und dann integriert wurde in die andere Tradition, die Kompendium-Tradition. Ich weiß, das war die zweite. Und die Nandao, die südliche Unterschule hier, die wurden dann die Hauptlinienhalter der 10 Ebenen-Tradition.
und ist dann weiter zum Erblühen gekommen für 6 Dynastien bis zur Sui-Dynastie. Und am Ende dieser Sui-Dynastie und am Anfang der Tang-Dynastie wurde dann die südliche Tradition dann in die Kompendiumsschule mit integriert oder auch in die Avatamsaka-Schule und war dann danach eben nicht mehr als eigenständige Schule vorhanden. Das war, das war sozusagen ein kurzer Überblick, wie sich die 10-Eben-Schule entwickelt hat. Und die Kompendium-Schule, die zweite Unterschule, die Geschichte ist wie folgt. Es gab 4 große chinesische Übersetzer in China. Einer hieß Kumarashiba. Der war wahrscheinlich nicht chinesisch, sondern so von Xinjiang oder Li in Tibetisch. Und dann gab es noch Paramata, ein indischer Meister. Und jetzt, dann war es Xuanzang, der wirklich chinesisch war. Der hat und dann Amoghavajra ist der 4. Der Amoghavajra war auch nicht chinesisch. Das war eigentlich nur Xuanzang, einer der 4, die ins Chinesische übersetzt haben. Amoghavajra kam aus Sri Lanka. Das sind trotzdem, werden die 4 großen chinesischen Übersetzer genannt. Und manche führen dann noch I Ching mit ein, der auch noch ein großer Übersetzer war. Natürlich gibt es ja verschiedene Listen und so weiter. Und es begann eben da, dass Paramartha dahin reiste. Das war ein indischer Meister. Und er traf dann den Monarchen Langwoti. In der Hauptstadt, die hieß Jianye, und das war in 548. Und später, und Paramatta kam eben dahin, weil er eingeladen wurde von dem Langwoti. Und danach gab es einen großen Krieg in China und daher musste Paramatta dann immer wieder fliehen und war dann ganz verschiedenen Orten und hat dort verschiedene Sutras und andere Werke übersetzt, zum Beispiel Diamant-Sutra, Jie oder das Licht des Gold-Sutras und Wushangi Jing und nur Geistwerke auch, zum Beispiel Madhyanta Vibhanga oder auch die Belehrung über die dreifache Abwesenheit von Merkmalen und so weiter. Er hat viele solche Texte übersetzt und er studierte auch und lehrte auch über Abhidharma Kosha und auch Mahayana Samgraha. Und er hat das weiter oft gelehrt. Und es gibt ein Werk, das heißt die kontinuierliche Biografie der erhabenen Mönche. Und da heißt es drinne, der Paramatha, das ist der Wahrheit genannt wird, reiste nach Osten und übersetzte großartige Schriften. Aber sein Hauptwerk war Mahayana Samgraha. Und nachdem er Asangas Mahayana Samgraha eben übersetzte, war das sozusagen die Grundlage dafür, dass die nur Geistschulen-Sichtweise sich in China verbreitete. Ja, die meisten Sutren und Schriften, die er übersetzte, waren nur Geist. Insbesondere nachdem er Mahayana Samgraha von Asanga übersetzte, bot das dann den Rahmen, wie sich nur Geist in China verbreitete.
Ja. Und aufgrund seiner Übersetzung des Mahayana Samgraha gab es da ein gesamtes, ja, gab es dann diese gute Grundlage, ein gutes System für Nurgeist in China. Und das war sozusagen die Tradition, die Kompendium-Tradition, nicht wahr? Die hatten wir ja gesagt, es gab verschiedene. Und Paramat hatte viele, viele Schüler. Und da gab es viele wichtige chinesische Schüler, die hießen Hui Kai, Fatai, Seng Song. Einer hieß Faren, der andere Dao Ni und der andere Xiao Bi und der nächste Xiao Jiao. No, nicht Xiao Jiao, Xi Jiao. Und da gab es also diese wichtigen Meister und Schüler eben von ihm. Und einer war der engste Schüler von ihm, der erstgenannte, nämlich Hui Kai. Und er war wirklich ein Abhidharma-Kosha-Experte. Aber was das Traurige und Tragische war, dass er verstarb vor Paramatha. Und das hat den Meister Paramatha so getroffen und er war so voller Kummer. Und er hatte dann ein Gelübde abgemacht mit der anderen Schülern Dao Ni und Xi Jiao. Also die beiden Schüler von ihm, von Paramatha, mussten dann also versprechen, dass sie die Belehrung des Abhidharma Kosha und Mahayana Samgraha verbreiten. Und einer von diesen, das war Dao Ni, der hat dann Paramatha überlebt sozusagen und hat wirklich sich sehr angestrengt, dann die Belehrung des Mahayana Samgraha zu verbreiten. Und dann später, basierend auf dem Befehl sozusagen des Kaisers, lebte er dann in Daxingshang-Tempel. Und zu der Zeit wurde Buddhismus eben aus Nordchina eigentlich ziemlich weggefegt sozusagen oder beseitigt. Das passierte manchmal. Und es war 574 in Shaojiang und es war 577 in Xizang. Und basierend darauf waren dann viele Gelehrte aus Nordchina flohen dann nach Süden. Und als sie dort, und das war natürlich damals nicht einfach zu reisen, im Gegensatz zu heute. Wenn du damals von einem Ort zum anderen reisen musstest, war das wirklich schwer. Es war wirklich weit alles. Normalerweise gab es da keine große Verbindung zwischen Nord und Süd. Aber aufgrund dessen, dass dann in Nordchina eben der Buddhismus so weggefegt wurde, quasi, ja, traf man sich und die Nordchinesen sozusagen bauten eine Verbindung auf mit dem Mahayana Samgraha. Denn das war eine starke Tradition damals in Südchina. Und so ja, haben die das dann gut kennengelernt, das Mahayana Samgraha. Und als sie später wieder zum Norden zurückkehrten, haben sie das dort weiter verbreitet. Und das Besondere oder die besonderen Qualitäten dieser Tradition war erstens, dass das Alaya sowohl reine als auch unreine Teile hat oder Phasen hat. Das ist sozusagen eine allgemeine Basis. Alaya ist eine allgemeine Basis für rein und unrein. Der zweite Punkt ist, dass zusätzlich zum Achten, dem Alaya-Bewusstsein, dass es noch ein neuntes gibt. Das Amala Vijnana, das unbefleckte Bewusstsein. Amala. Amala bedeutet unbefleckt, makellos. Und Vijnana ist eben Bewusstsein. Das wäre das neunte Bewusstsein.
Und diese Tradition hat sich wirklich sehr verbreitet in Nordchina. Aber nachher dann ist auch die dann vergangen, nachdem die Dharma-Lichtschule sich weiter verbreitet hat während der Tang-Dynastie. Und ich werde morgen dann über die Schule der Dharma-Charakteristika sprechen. Ne? Die nächste Schule wäre das. Ich glaube, das ist in Ordnung. Und auch hatte ich gesagt, gibt es ja heutzutage zwei Mahayana-Traditionen, chinesisch und tibetisch. Und China gab es ja dann nördliche und südliche. Und nördlich beinhaltet dann auch Japan und Korea. Und die nördliche Tradition war eben sowohl Yogacara als auch Madhyamika. Aber in der tibetischen Tradition war eben die Yogacara-Schule niemals etwas, was sich so wirklich entwickelt hatte. Aber natürlich, man hat gehört von Werken wie Abhisamaya, Lamkara und so weiter, aber niemand hat es wirklich so richtig studiert in Tibet. Aber in China gab es halt eben schon immer die großen Meister der Nur-Geist-Schule und von denen müssen wir natürlich dann lernen. Und wir sollten verstehen eben, was die Nur-Geist-Schule sagt. Das ist sehr wichtig. Sonst sind wir wie ein Frosch im Brunnen. Wenn ein Frosch im Brunnen lebt, dann denkt er oder sie ja, das ist die Welt, dieser Brunnen ist die Welt, es gibt nichts Größeres als das. Und eines Tages dann, wenn der Frosch dann irgendwann aus dem Brunnen rauskommt und den Ozean sieht, dann stirbt er, weil das so überwältigend ist. Wie konnte es etwas so groß sein? Er hatte bis jetzt immer nur die Brunnen gesehen und dachte, das ist groß und das ist alles. Und es war so unglaublich für ihn. Und er hatte dann einen Herzinfarkt. Und manchmal kennen wir eben nur unsere eigene Tradition und nicht die Tradition von anderen. Und wenn andere sagen, da gibt es die und jene Tradition, dann manchmal sind dann Leute eben eifersüchtig auf andere Traditionen vielleicht, wenn wir das gut finden, aber manchmal können wir das nicht wirklich erfassen. Wir kriegen vielleicht keinen Herzinfarkt, aber unser Gehirn verknotet sich dann irgendwie. Und daher ist es wichtig, eben von Anfang an eben nicht so einen verschlossenen Geist zu haben, sondern wirklich offen zu sein, eine weitere Perspektive zu haben. Und so viel kennenlernen, wie es nur geht. Und wir sprechen ja darüber, dass alles im Buddhismus vorhanden ist, dass Buddha alles gelehrt hat, dass es da die 10 Wissensfelder gibt und so weiter. Aber irgendwie lernen wir das gar nicht. Wir kennen immer nur das, was wir
so was Kleineres, sozusagen, wir kennen immer nur so einen kleinen Bereich sozusagen und versuchen dann alles andere immer zu widerlegen und sagen, das macht keinen Sinn, was du da sagst, und wir verwerfen das dann, ne, die Sicht anderer. Und wenn wir das so sehen, dann sind wir und dann wird es uns wenn wir so die ganze Zeit funktionieren, wird es uns sehr schwer fallen, uns zu verbessern. Und wir müssen uns verbessern. Das A und O zur Verbesserung sozusagen ist ein offener Geist. Ein größeres Verständnis zu haben. Und insbesondere müssen wir die Schriften in anderen Sprachen auch kennenlernen. Und dafür müssen wir natürlich die anderen Sprachen kennenlernen. Die Sprache ist so wichtig. Und die Sprache ist in der Himalaya-Tradition und Nepal oder Bhutan gibt es ein paar natürlich, die Englisch können, so gebrochenes Englisch, die können sich gerade noch was zu essen einkaufen oder zu trinken holen. Aber so eine Ebene von Englisch reicht natürlich nicht, um Philosophie zu studieren. Und daher die Tibeter, als sie zum ersten Mal dann ankamen, also in Indien zum Beispiel, als sie aus Tibet fliehen mussten, zum Beispiel der 16. kam ja nach Sikkim. Da ist natürlich wichtig, war es natürlich wichtig, dann auch die Sprache zu lernen. Und das natürlich alles mit der richtigen Motivation. Man sollte sich immer fragen, was ist das Ziel? Was ist die Motivation, die Sprache zu lernen? Und die Motivation ist, und der C.T. Karmapa sprach eben darüber und sagte, wenn deine Motivation, die Sprache zu lernen, um die Philosophie und so weiter besser kennenzulernen, dann ist das natürlich was sehr Großartiges. Aber man kann eben noch ganz andere Motivationen haben, eine Sprache kennenzulernen. Wenn man nur die Motivation hat, die andere Sprache kennenzulernen, um mal dahin zu reisen und irgendwie ganz viel Spendengelder einzusammeln, das ist dann natürlich fragwürdig. Und natürlich, wir leben alle gar nicht so lange. Wir haben alle so ein paar Jahrzehnte Leben. Dann wäre das natürlich totale Lebensverschwendung, wenn wir die Sprache, die man ja über lange Zeit auch nur sich aneignen kann, wenn man die Sprache nur lernt aus niederen Motivationen. Daher müssen wir natürlich zum Beispiel natürlich Tibetisch, Englisch, Pali, Sanskrit, Chinesisch, was ich aber schon gesagt habe, das sollte man alles eben können. Und der Grund dafür ist, und es gibt ja europäische und japanische Gelehrte, die sprechen alle Englisch und Pali und Sanskrit. Und die wissen sogar Tibetisch. Und wenn sie forschen, dann schauen sie die Ursprungstexte an und gucken direkt nach, was im Sanskrit steht. Aber was wir machen, wir lesen vielleicht die Dinge, sprechen sie natürlich total falsch aus. Und auch zum Beispiel Mantras, wir schauen uns gar nicht an, wie die
Ja, die Mantras, die studieren wir nicht richtig. Es gibt natürlich das Wissen, wie man Mantras richtig rezitiert, aber wir investieren überhaupt keine Zeit rein, um rauszufinden, wie man Mantras tatsächlich rezitiert und rezitieren das dann einfach falsch. Und das ist eigentlich ein Muss, das kennenzulernen. Heutzutage sind ja die Möglichkeiten viel besser als in der Vergangenheit. Die Übersetzer der Vergangenheit hatten ja nicht Online-Wörterbücher oder so. Die hatten nicht diese einfache Technologie, sondern die haben sich einfach sehr angestrengt und haben sich sehr fokussiert zu übersetzen. Und da war das natürlich wichtig, das dann kennenzulernen, zu studieren. Und die haben dann Körper und Geist sozusagen geopfert und sind nach Indien und haben Gold und Silber und so weiter bezahlt, um dahin zu reisen und haben dann Berge von Schriften mitgebracht. Und das ist etwas, was sehr beeindruckend ist. Und das ist etwas, was wir nachahmen sollten. Wir sollten daraus wirklich was lernen. Und können wir wir sollten halt das Resultat, die Frucht vor Augen haben und dann die Motivation haben und dann uns überlegen, ja, wie kann man das erreichen? Und wir sollten nicht denken, oh, die großen Meister der Vergangenheit, das waren alles so himmlische Wesen, die so irgendwie vom Himmel herabgestiegen sind. Und wir denken dann, ja, aber wir kommen so von ganz unten und können es natürlich auf keinen Fall erreichen und schwelgen dann so in unserem Minderwertigkeitskomplex oder unserer Faulheit. So funktioniert natürlich nichts und wir sollten natürlich verstehen, dass keiner am Anfang des Weges schon ein Buddha ist. Ja, das wollte ich noch sagen. Okay, dann machen wir jetzt die Widmungsgebete. Jai